Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Es ist eine Vollmondnacht, das heißt Zeit für gruselige Geschichten hier im Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist eine Frau in einem langen, weißen Brautkleid, einem wunderschönen Schleier bedeckt ihr Haupt. In der Hand hält sie einen Strauß Blumen, Rosen, doch sie sind verdorrt. Blass, die einzelnen toten Blütenblätter fallen herab. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ja, ich sehe sie auch. Sie steht dort, neben dir. Das ist jetzt aber gemein. Ich rede ja immer von dir und jetzt schickst du mir das einfach zurück. Das ist ein schönes Motiv für so eine alte, irgendwo gefundene Postkarte. Oder? Mhm. Bräute, ne? Bräute. Mhm. Um Bräute geht es auch in der ersten Folge von Grauen, der Gruselserie, die wir im Krimi-Podcast immer bringen. Die heißt auch gleich Die Hochzeit. Unser geschätzter Besim wird da eingeladen als Trauzeuge zu einer ganz besonderen Hochzeit, wo auch eine besondere Rolle zu spielen hat. Die spielt im Emmental, scheint ja erstmal nicht so gruselig. Geschrieben hat sie aber Andri Benziger und den kennen die grauen Hörer und Hörerinnen ja schon. Also, es wird was. Es wird was geben. Mhm. Viel Vergnügen bei der Hochzeit. Viel Spaß. Du bist ja Gas, jetzt ist das dein Bier Nummer 4, oder was? Wenn du über Chips? No, danke. Oh ja, ich auch. Nice. Danke. Hey. Phil? Was ist? Du bist eigentlich in den Vorbereitungen für den Winterschlaf. Hä, wieso meinst du? Du hast einfach ein bisschen zugenommen, finde ich. Finde das nicht auch? Was? So ein Scheiß, ey. Schau, ich zeig's euch. Da. Bada. Geht's? Nochmal Steffi, wie lange bin ich da? Ja, mega der Bauch. Boah. Phil. Was? Specky Mac Ja, genau, der fette Mac-Speck. Fette Speck. Hey. Fette Bum Bum. Fette Bum Bum. Yeah. Hey, ihr seid so krass soziale Bodyshamer, das ist schon klar, oder? Oh. Vor allem stimmt's gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Und was ist mit dem Fußbäckchen da, den Herren? Ah, fuck, Mann. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen zugenommen. Ein kleines, munziges bisschen. Alter, klein ist gut. Jetzt will ich Mensch, was läuft mit dir? Du bist doch früher voll der Gymboy gewesen. Ja. Gymfit. Ja, wir sind an 3 Hochzeiten nacheinander eingeladen gewesen. Alle im gleichen Monat. Hey, richtig geiles Essen. Das Billy da, ein bisschen Kuchen dort, Aperöle. Ist gut, Phil. Ich habe genug gehört. Nein, wirklich, richtig cool. Aber hey, Fresse, Mann, es langt viel. Ich will nichts mehr hören von dem Scheiß. Hey, Bessim, was läuft mit dir? Wow. Ja. Das check ich jetzt einfach nicht. Lass mich einfach in Ruhe mit dem elenden Hochzeitsscheiß, Mann. Was ist das Problem mit Hochzeiten? Oh, Mann. Schau, alles, was du erzählst, erinnert mich an die verdammte Hochzeit. Schau, vor kurzem habe ich eine Einladung bekommen. Vom Tom Berner. Wir kennen uns noch nicht so lange. Und? Eigentlich haben wir uns erst gerade im Ausgang kennengelernt. Voll cooler Dude. Er hat mich zu seiner Hochzeit eingeladen. Irgendwo im scheiß Ammental. Als Trauzeuge. Als Trauzeuge? Du hast dich überhaupt nicht gewundert, dass so eine random Suff-Bekanntschaft dich als Trauzeuge will? Ach, easy. Also, wir haben einfach voll gewiped. Bromance auf den ersten Blick. Bromance. Hey, Besim. Hey, Tom. Oh. Hey, ich weiss es im Fall wirklich so zu schätzen, dass du das machst. Ich meine, einfach wow. Merci vielmals. Hey, Alter, ist doch logisch. Ich habe mich mega gefreut über deine Einladung. Ich meine, Trauzeuge? Shit! VIP vom Hochzeitsmann? Ja. Ach komm, hey, Bro, gib mir das Ghetto-Füstchen. Yes, ja. Mann, alles Gute. Yeah. Besim, du bist wirklich... Du bist mir so... Ich meine... Was? Ich an deiner Stelle... Ich bewundere dich. Es ist krass, dass du das machst. Ah, bist ein bisschen nervös, hä? Chill, Bro. Kommt schon gut. Und wenn nicht, wiederholen wir das Fest einfach nochmal. Hey, ja.
Also, Besim, los jetzt. Zuerst kommt die Brut mit ihrem Mitgift, hätte ich bald gesagt. Also, zuerst kommt die Brut mit ihrer Trauzeugin und dann kommen wir rein. Yes, Mann, alles klar. Wow, Mann, mein Bro heiratet. Nice. Hey, was haben deine Eltern dazu gesagt? Sind sie auch so geflasht oder eher zurückhaltend? Besim. So ein bisschen, zuerst schauen, wie das mit Besim, Was? was lierst du? Warum? Meine Eltern sind tot. What? Oh, hey, shit, sorry, hey, das habe ich nicht Ja, gewusst. klar. Sie sind beide gestern gestorben. Was? Oh, fuck. Gestern? Beide? Ja. Oh, hey, Mann, shit, sorry. Besim. Und du heiratest heute? Ich meine... Besim, Ja. Eltern sterben. Das ist ganz normal. Darum bin ich ja so froh, bist du jetzt hier mit mir. Das ist... Es ist normal. Okay. So normal, Besim. Hey, jetzt schau da. Das ist doch unsere Trauzeugin. Ah. Besim, darf ich vorstellen, das ist Yvonne. Hi, Ivan. Freut mich. Die Trauzeugen, die Yvonne, ohne Scheiß, die hat jeder Brut schon gestohlen. Richtig aufwendiges Kleid, ganz in Gold und verziert, so filigran. Ich habe mich schon slightly underdressed gefühlt in meinem gewöhnlichen Hemd. Aber dann sagte Tom zu mir: Schau da, Besim. Das ist deine. Hier, nimm mal. Dein Ernst? Alter, oh mein Gott! Er gibt mir einen Anzug. Bombastisch, ey. Alles in Gold. Fast Hemmungen gehabt, den anzunehmen. Aber der Tom hat darauf bestanden. Also habe ich mich umgezogen. Oh yeah. Hast du schon jemals so einen Pimp gesehen? Hey, wow, du siehst mega schön aus. Danke sehr. Hey, hättest du etwas dagegen, wenn ich ein Foto von uns beiden mache? So als Erinnerung für wenn wir nicht mehr... Was, wenn wir nicht mehr? Für wenn das Fest vorbei ist. Ey, ja, klar. Echt cool. Ein bisschen näher. Ja. Ist gut? Ist gut. Super. Warte, noch eins. Nice. Ja. Yeah. Super. Cool. Oh, ich glaube, es geht los. Wir müssen über die Kirche. Parat, das geht jetzt sagen Hey, Ivan, Ja? falls du Lust hättest, vielleicht stoßen wir nach der Zeremonie noch zusammen an. Hey, ich weiss nicht, ob wir nachher noch mögen. Was? Warum? Ja, wow, einfach so einen spontanen, unverkrampften kleinen Flirt Besim. Hey, du schlimmer Finger. Und was hat das Ehepaar angehabt? Ja, so richtig klassisch halt. Er im schwarzen Anzug, sie ganz in weiß mit dem ganzen Schnickschnack am Kleid. Ein Schleier und so, der ganze Scheiß halt. Das volle Programm. Oh, Besim, hast du mal überlegt, ob du für ein Modeheftchen schreiben willst? Die Braut trug den üblichen Scheiß in Weiß. Ey, Idioten! Ah, du bist so besoffen, Steffi, das gibt's doch gar nicht. Ha, 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 ja, ha. Liebe Gemeinde, wir haben uns hier heute versammelt für ein Fest, für die Liebe zu feiern. 2 Menschen, Tom und Tina. Jeder, der die Liebe kennt, weiss, ein Mensch allein, der ist nicht viel wert. So ist es auch für unser Paar hier und heute. Alleine sind sie zu wenig. Alleine sind sie nichts, gar nichts. Heute werden wir sehen, wie weit ein einzelner Mensch bereit ist zu gehen, für einen höheren Gut, nämlich der Liebe zu dienen. Oh, ich spüre ihn. Oh ja, oh Herr, oh Gott, oh Herr. Ich spüre die Präsenz vom Herrn. Er ist da, er ist hier bei uns. Spürt ihr den Herr? Oh ja, unser Herr ist hier. Ja, oh ja. Betet jetzt mit mir für den Herr, für die Liebe. Bring hier und jetzt am Herr der Beweis. Lied für die Liebe, Lied für die Liebe, Lied für die Liebe, Lied für die Liebe.
Irgendetwas war da gar nicht mehr okay. Der Pfarrer hat sein Buch zugeklappt und aus dem Altar ein Messer rausgezogen. Ein mega brutales Fleischermesser. Fuck. Er bittet das Paar aufs Podest, die Brut geht zu ihm, er fordert sie auf, ihre Hand auf sein Pult zu legen. Bist du bereit, für die Liebe zu leiden, liebe Tina? Ja. Zack, er hackt ihr einen vollen Finger ab. Ja, und sie putzt ihre Hand seelenruhig an ihrem Kleid. Das weisse Brutkleid voll mit Blut verschmiert. Sie macht keinen Mucks, ihr Gesicht total entschlossen. Jetzt kommen die Blumenkinder, rennen den Kirchengang ab und versammeln sich um die Brut. Sie haben alle so kleine, komisch verzierte Kelche dabei. Und sie sammeln den abgehackten Finger ein. Lieber Tom, deine Frau hat ihren Willen bewiesen. Jetzt ist es an dir. Bist du bereit? Liebe Gemeinde, bitte stimmt mit mir ein. Lied für die Liebe, Lied für die Liebe, Lied. Tom geht zum Pfarrer, streckt seine Hand aus. Er ist ganz bleich. Er zittert. Ja, Und dann haben die Kinder 2 Finger im Korb. Nicht nur 2 Finger. Im Korb liegen noch mehr Körperteile. Und dann dreht sich der Pfarrer zu der Yvonne um. Nein. es ist an der Zeit, liebe Gemeinde, für die grosse Gabe. Die grosse Gabe für den Herr. Liebe Trauzigin, komm bitte auch du jetzt hier zu uns. Die Leute hinter uns sind alle aufgestanden, ganz eng beieinander, wie ein Mauer. Die Yvonne geht voraus. Ich sehe, wie die Brut die Yvonne zunickt, richtig entschlossen. Sie steigt 2 Stegentritte auf ein kleines Podest. Der Pfarrer dreht sich zu der Yvonne um. Er gibt ihr die Anweisung, gegen die Brut zu schauen. Er selber steht direkt hinter ihr. Der Pfarrer langt in sein Gewand, zieht das Fleischermesser raus. Yvonne! Ich habe versucht, durch die Wand von Menschen zu der Yvonne vorzukommen. Ich wollte sie retten. Aber 2 Gorillas haben mich links und rechts zurückgehabt. Die ganze Scheiß gemeint. Alle haben gewusst, was läuft. Aber ich nicht. Ist gut, Besim. Wir sehen uns an der Afterparty. Die Yvonne hat mich angelächelt. Und der Pfarrer schneidet ihr die Kehle durch. Oh Herr, nimm dieses Geschenk der Liebe zu dir. Nimm, o Herr, nimm die große Gabe. Halleluja, Halleluja. Ihr Blut spritzt auf die Brut. Das Brutkleid ist jetzt ganz rot. Oh, Tina! Oh, du bist so wunderschön! Ja. Ich liebe dich so fest! Oh Herr, oh Herr, Halleluja, Halleluja. Lieber Tom, bitte übergebe jetzt auch du am Herr dein Geschenk, die grosse Gabe. Der Tom nickt mir zu. Und ich gehe wie in Trance auf ihn zu. Meine Beine sind ganz schwabbelig. Besim? Er ist mega trümmelig. Besim! Ich danke dir! Ich danke dir von ganzem Herzen, Besim! Ich höre den Pfarrer hinter mir. Alles ist still. Er kommt näher. Er schnauft mir an den Hals. Zieht das Messer. Wartet einen Moment. Und dann ist es wirklich still in dieser Kirche. Totenstill. Ich schaue auf zu den Kirchenfenstern. Auf einmal scheint die Sonne durch die Fenster. Sie leuchtet ganz farbig. Und dann höre ich Stimmen von irgendwoher. Ich drehe mich blitzschnell um, packe das verdammte Fleischermesser, reiße es dem Pfarrer aus der Hand und ramse mein Auge. Niemand bewegt sich. Ich schaue den Tom an, dann die Gäste und schwebe wie ein Geist aus dieser Kirche. Alle drehen sich um und schauen mir nach. Sie flüstern. Aber niemand kommt mir nach. Jesus. Das kannst du laut sagen. Holy shit, das ist ja voll der Horror. Und?
hast du nachher noch mal etwas von dem Tom gehört? Die Woche ist ein Dankeskärtchen gekommen. Handgeschrieben. Hey, merci Bessim. Wir sind mega dankbar, bist du gekommen. Wir sind so glücklich. Und dann ihr Hochzeitsbild auf der Karte. Der Tom und Tina. Sie strecken beide stolz ihre Hand mit dem Ring in die Kamera. Aber neben dem Ringfinger, da fehlt bei beiden der scheiß Mittelfinger. Grosse Überschrift im Bild. Happily married. What the fuck? Ja, fuck, die sind ja voll durch. So krank. Ja, sag ich doch. Ja, auf der anderen Seite ist es schon gut, wenn es an einer Hochzeit auch mal ein bisschen Action gibt. Ne? Sich der Pfarrer wenigstens ein bisschen ins Zeugs legt. Ja, stimmt. Ja. Sonst ist ja das immer das Gleiche. Nimmst du die Frau? Ja. Nimmst du den Mann? Ja. Volles abgekartetes Spiel. Langweilig. Langweilig. Ey, wo ist die Action? Wo sind die abgehackten Finger? Langweilig. Hey, hättest du noch ein Bier? Steffi. Die sind echt fucking Weirdos. Schlimmer als die anderen, Mann. Bessim, du kennst einfach die Sitten im Emmental nicht. Ja, du bist einfach ein verweichlichter Städter. Ja, das ist nicht ganz normal. Aber kannst nicht dafür. Das war die 34. Folge von Grauen, die Hochzeit von André Benziger. Zeig mir mal deine Hand, Wolfram. Okay, ist gut. Das. Alles dran. Oder gute Prothesen. Hey, in einer gewissen Art und Weise ist ja die Logik nicht von der Hand zu weisen. Also wenn du einen unvergesslichen Tag haben willst, was die Hochzeit ja sein soll. Nein, aber ich meine es ernst. Das hat auf jeden Fall geklappt. Und ich meine, sie halten jetzt die Hände in die Kamera mit Ring und ohne Finger. Eigentlich hätte man sich jetzt die Ringe auch schenken können, weil die fehlenden Finger, das ist ja ähnlich wie ein Tattoo oder wie ein Branding, wenn auch schmerzvoll, aber trotzdem, ne, es ist eine Geschichte wird eingeschrieben in den Körper, da brauchst du keinen billigen goldenen Ring mehr. Also deine Gehirnwendung von einprägsamen Tag über, man braucht keinen Ring mehr. Ja, also ich meine, in dieser Geschichte von Tom will ich jetzt nicht, in dieser Familie von Tom will ich nicht unbedingt leben. Ich meine, so leichtfertig wieder über den Tod der Eltern hinweggegangen wird. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr Leichen im Keller. Aber dass man sich lebensverändernde Abschnitte abschneidet. Genau. Das in einer abgeschwächten Form verstehe ich sogar. Ja, ich finde, was der Text noch die Folge von André wirklich gut macht, der Horror kommt ja auch daher, dass er kommt halt eine Gemeinschaft oder einen Ort, wo ganz vieles so normal ist. Für sie dort. Für die Leute dort. Und wenn du als Einziger reinkommst, dann irgendwann fast ja dann glaubst, ich bin quasi das Problem. Nein, wir machen jetzt mit, weil das muss so sein und das ist nun mal so. Das finde ich ist schon sehr geschickt gemacht über die Eltern und vor allem dieses Foto es ist ja nicht mal eine Pointe, weil es ja keine Wendung, aber das unterstreicht quasi nochmal die These vom Ganzen bis zum Schluss. Und selbst obwohl Bessim ja da auch zur Gewalt gegriffen hat, um da rauszukommen, auch er bekommt ja noch eine Dankeskarte am Schluss. Ja. Also einfach irre Welt. Ja, müsste man mal schauen, wenn er auf die nächste Hochzeit geht, ob er sich da quasi in Toms Welt dann doch ein bisschen was mitgenommen hat und auch auf der nächsten schönen Hochzeit was erwartet, was dann zu Blut auf dem weißen Schleier führt. Total, oder ob er noch zur Taufe eingeladen wird. Ja, genau. Hey, ja, aber ich meine, mit der Selbstverständlichkeit, mit der unsere 4 am Lagerfeuer über die schrecklichsten Geschichten hinweggehen oder damit umgehen, ist diese neu geschlossene Ehe da ja gar nicht so weit weg. Dieser soziale Kosmos, da passt da vielleicht ganz gut rein, der Bessim. Ja, ich glaube, das andere wäre sonst, dass man durchdrehen würde. Das wäre wahrscheinlich die Alternative, aber das machen sie jetzt nicht, die 4. Irgendwann musst du ja das dann so ein Stück weit annehmen. Sagt der Dramaturg und Produzent. Natürlich sagt er das. Ja. Die 4 vom Lagerfeuer, die sind jetzt in der nächsten Folge wirklich wichtig. Folge 35 heißt sie Hellsnail. Einerseits, weil sie das Lagerfeuer mal verlassen und vor allem, weil sie wirklich die Folge auch wirklich in großen Teilen zu 4 erleben. Das ist wirklich eine Besonderheit bei Grauen. Normalerweise erzählt ja jemand, was ihm oder ihr passiert ist und jetzt machen sie wirklich zusammen was und
Sie werden zusammen wirklich geprüft, muss man schon sagen. Das ist ein bisschen lustig, weil sie sind schon mal weggegangen vom Lagerfeuer zu viert. Da sind sie in einen Escape Room gegangen zum Spielen und diesmal gehen sie auf einen Rummel. Also wenn die 4 irgendwo anders hingehen, dann suchen sie offensichtlich nicht die heimische Küche zum gemeinsamen Fondue-Essen, sondern Action. Zur Action oder Zerstreuung oder ein bisschen Unterhaltung. Ja, und wenn man es nicht weiß, es ist nicht so, aber ich hatte gedacht am Anfang, die Folge hat auch André geschrieben. Ich sag dir nachher, warum. Aber es hat er nicht getan. Es war Lukas Holliger. Lukas Holliger, genau. Hellsnail heißt sie. Und Schnecken sind ganz wichtig. Viel Vergnügen bei der 35. Folge von Grauen. Viel Spaß. Sorry, das ist jetzt wirklich ein bisschen indiskret, aber ich kann dich einfach schon mega lange fragen. Sorry, können Tote wie du eigentlich Sex haben? Klar. Hey, keine Ahnung. Bis jetzt hatte ich keine Gelegenheit, das auszuprobieren. Okay. Und mit wem würdest du denn wählen? Zuerst müsste ich mal selber Lust haben, findest du nicht auch? Ja, hey. Und zum Lust bekommen müsste ich mich wahrscheinlich zuerst mal lebendiger fühlen. Findest du nicht? Hey, sorry. Hey. Ich kann dich Fühlst du dich lebendig, Steffi? Auch nicht immer. Hey, ich wette, du hast dich noch nie im Leben so lebendig gefühlt, wie ich mich mal in Tschechien. Das war kurz vor meinem Tod. Kein Witz. Erzähl. Ja, mein damaliger Freund und ich haben die Nacht in einem Weinkeller durchgefeiert. Und plötzlich taucht so ein Wanderarbeiter auf. So mit der Tasche über der Schulter. Boah, ist das ein schöner Mann gewesen. Echt? Leck. Ich habe gedacht, bei dem würde ich jetzt überall hin. Sofort einfach meinen Freund und alles liegen lassen. Und mit dem Typ über alle Berge. Das hast du dann aber doch nicht gemacht, oder? Steffi, um das geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass ich mich so lebendig gefühlt habe wie noch nie in meinem Leben. Und dann, Witz, 6 Monate später, tot. Scheiße, natürlich. Und jetzt ist für mich jeder x-beliebige Mensch unerreichbar lebendig. Verstehst du? Hey! Oh, was brüllst du mir ins Ohr? Fuck, Phil. Ich bin gerade mit so in einem mega tiefen Gespräch. Ja, mega deep. Phil hat mich ins Feuer schubsen. Nein, ins Feuer helfen, Besim. Der Besim, der barfuß über die Kohle laufen. Applaus für den Besim. Boah, nein, ich will es im Fall nicht machen. Alles mental. Hey, sorry, Besim, aber 1000 Grad plus Haut gleich Autsch. Fuck, hier können im Fall Schmerzen kontrollieren. Angst kann man im Fall kontrollieren. Nein, Spaß, so Scheiße. Ich mach's. Was? Ich mach's. Nice. Oh ja, ich Zoe, Oh ja. Spinnst? Oh Zoe, ja. spinnst? Zoe, Oh nein! Wie geht's noch? Du brennst eins! Oh, krass. Hey! Shit! Voll gut! Rüde Schall! Ja, voll! Danke. Merci. Hey, Zoe, Mann. Weißt du was? Du musst auf die Hellsnail. Was? Hellsnail, das ist die krasseste Laufgeisterbahn. Die ist noch bis am Sonntag in Kirchdorf. Ein Schneckenhaus so hoch wie Kille. Stimmt, das ist jetzt überall auf TikTok. Ja. Meet your biggest fear heisst der Slogan. Ja. Dort triffst du deinen grössten Albtraum. Ja, und je weiter rein du schaffst, desto brutaler wirst du verschreckt. Heisst es auf TikTok. Je mutiger, desto tödlicher. Ja. Cool. Ja, aber für ein paar stimmt das im Fall. Schau mal. Da. Ich hätte das wie die Spielwürmer auf den Kinderspielplatz. Stimmt. Hey, shit. Blühtet der? Und seitdem habe ich Jessica nicht mehr wieder gesehen. 2 Wochen ist es her. Ist sie immer noch da drin? Ist das jetzt echt oder so Viralmarketing? Ja, tot bin ich ja schon. Ich würde sagen, let's go. Okay.
Boah, wie habe ich das vermisst? Scheiße, mal wieder unter die Leute. Hey, sorry, das machen wir aber jetzt öfters versprochen. Ja, bitte. Pass auf, Kinderwagen. Wie kannst du das süße Zeug essen, Zoe? Ey, blaue Schlumpfzuckerwatte, Besim. Komm, mach cool. Ich will ein Fetzen von dem Stoff und ich muss ihn verschlumpfen. Ja. Hey, Leute da hinten. Schneckenhaus. Oh, look. The Hell's Snail. Oh, ein krasses Teil. Ja, ist viel grösser, als es im Video aussieht. Scheiße, ist das groß. Wie kommen wir? Wer zerstört Erste. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Na, was? Sehe ich da etwa Feiglinge? Hallo, du. Du, wie heißt du? Was? Ich? Bist du aus Salat? Angst vor Schnecken? Na, dann komm doch mal ganz langsam zu meinem glitschigen Schneckenhaus. Der Typ ist so grusig. Gang auf. Ich sicher nicht. Hey, Besim, komm, geh. Ja, komm. Bonjour, Monsieur. Ich habe keine Angst vor die Escargot. Im Contraire. Das ist meine Leibspeise. Also bitte, mit viel Knoblauch, Kräuter und Butter. So. Ein Witzbold wagt es als erstes. Prima. Denn die Witzbolde sterben stets als Erste. Aber okay. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Sterben müsst ihr alle. Hey, sorry, das ist zu abartig. Okay, ich glaube, Steffi geht sicher nicht als Erste. Ich kann da überhaupt nicht rein. Nicht einmal draussen warten will. Okay. Ich gehe jetzt rein. Oh, alright. Ja, ich gehe rein. Ein Erwachsenenbillett. So, Leute, schlag keine Wurzel. Zeigt mal, wie ihr den Mumm habt. Ein Erwachsenenbillett, bitte. Okay, wer erklärt sich jetzt? Stehen denn heute nur Angsthasen auf dem Rasen? Entschuldigung, ich rede Keiner mit stark dir. genug für die Hell's Snail? Hallo, ich rede mit dir. Zoe, er sieht dich doch gar nicht. Was? Ja. Nur mir gesamt. Ah, Scheiße! Das vergiss ich doch, wenn ich mit uns auf der Kirche bin. Dann ist alles so normal und so schön. Fuck! Hey, Zoe, easy. Ich löse einfach eins für mich. Genau, Phil, mach du. Ja, dann gehen wir zusammen durch die Schranke. Ich verstecke mich und du gehst rein. Ja, okay, Deal, danke. Sie, ein Erwachsenenbillett bitte. Erwachsene-Billett. Glaubst du, ich lass da Kinder rein? So, hier, voilà. Boah, Scheiße, bin ich verschrocken. Das fängt ja gut an. Okay, warte da hinter der Barriere. Ich erledige das. Warte, Was? ich rufe an, so bleiben wir in Kontakt. Okay. Phil und Zoe, alles okay mit dir? Ja, also es geht aufwärts und es wird enger. Weißt du, was meine grösste Angst ist? Klaustrophobie. Deine, Zoe? Hey, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Als Tote hat man eigentlich nicht mehr so viel Angst. Boah, was ist das gewesen? Ich bin auf etwas draufgestanden. Was? Ich bin auf ein Schneckenhaus gestanden. Boah, das sind überall... Ich will, das sind überall Schnecken. Alles voll Schleim. Du musst einfach weiterlaufen. Ich kann da gar nicht durch, ohne dass ich auf die Schnecken draufstehe. Hey, du musst jetzt echt... Geh einfach da rein, dann passiert nichts. Phil, ich höre dich nicht mehr. Hörst du mich? Zoe, ich muss noch ein Stück zurück anrufen. Ich habe keine Verbindung mehr. Okay, Phil, ich höre dich nicht mehr. Falls du mich noch hörst, ich rede jetzt einfach weiter. Ich hoffe, du hörst mich. Also die Kurven werden jetzt immer enger, es geht mega steil rauf. Ja, jetzt müsste es an jedem Schritt auftauchen. Das, was mir am meisten Angst... Phil? Phil? Shit. Warum ist auf einmal alles so dunkel? Hast du Angst im Dunkeln, Zoe?
Wo kennst du meinen Namen? Hallo? Vielleicht ist es sogar gut, dass ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Tote haben keine Angst, hast du doch gesagt. Was? Dann mach doch mal Licht mit deinem Telefon. Ja, klar, natürlich habe ich keine Angst. Phil, der ganze Boden ist voll mit Nacktschnecken. Oh Gott, ich hasse Nacktschnecken. Schau nicht auf die Schuhe, Zoe. Schau auf deine Unterarme. Siehst du sie, die Schnecken, wie sie dich lieben? Sie haben dich zum Fressen gern. Wie junger, saftiger Salat. Raspeln sie das Fleisch von deinen Knochen. Was? Lauf da. Lass die Schnecken machen, Zoe. Was? Aber mein Körper... Nein, Phil! Aber du bist doch schon tot, Zoe. Was soll schon passieren? Phil. Hast du etwa insgeheim gehofft, du kannst doch wieder lebendig werden? Ist das deine größte Angst, dass du nie wieder lebendig werden kannst? Meine Zunge, sie wird so schleeartig. Phil, hörst du mich? Meine Zunge. Phil. Hörst du mich? Meine Zunge. Phil, meine Zunge ist so grusig. Am Gaumen aus meiner Zunge wächst irgendwie Fühler. Oh, ich verstehe dich nicht, aber was passiert ist? Meine Zunge, sie wächst hinten im Hals drauf. Keine Angst, Zoe. Alles normal. Deine Zunge, sie verwächst jetzt hintenrum mit deinem Gehirn. Alles normal. Ich will nicht. Zunge jetzt ganz rausstrecken, Zoe. So kann sie zusammen mit deinem Hirn als einziger Schneckenkörper hinaus aus deinem toten Kopf. Aus deinem Schädel. So? Gut, Zoe. So? Siehst du, wie der Schleim hilft? Kriech jetzt aus deinem toten Schneckenhaus, Zoe. Keine Angst, das sind nur noch Knochen. Alles andere haben die Nacktschnecken schon gefressen. Krieche jetzt tiefer ins enger werdende Gewinde hinein. Und dann wirst du leben. Ich will leben. Ich will leben. Gib's endlich auf, Phil. Lass mich leben. Und endlich wieder leben. Bravo, Zoe. Du machst das ausgezeichnet. Lebe, Zoe. Jetzt kriech. Kriech. Was machen die 3 Schnecken da? Die verstopfen dir den Ausgang, Zoe. Aber die da, die haben Gesichter. Menschengesichter. Der Schneck da, das ist der Besim. Und das ist die Steffi und der... Du musst sie töten, Zoe. Was? Das Leben hat einen Preis. Deine Freunde, Zoe, sie leben und du bist tot. Und wenn du lebst, sind sie tot. Beides geht nicht. Das ist der Preis, Zoe. Was? Aber wie? Die bewährten Hausmittelchen. Steffi reibt dir doch immer Salz in die Wunde mit ihren Bemerkungen. Haben Tote eigentlich Sex? Stimmt. Also, bestreue Steffi einfach mit Salz. Zoe, mach das nicht. Zoe, Steffi! Und Phil? Was der alles schon verbockt hat in seinem Leben wegen dem Gesaufe. Stimmt. Wenn der Phil damals bei der Doppelmühle nicht so besoffen gewesen wäre, wäre das vielleicht gar nie passiert. Na also, wie wäre es mit einer Bierfalle? Schnecken lieben Bier und ertrinken dann darin. Los, Zoe. Nein, mach das nicht! Zoe, bitte, nein! Zoe! Ruf, nein! Und nun zu Besim. Der Besim ist eigentlich immer mein
einziger richtiger Freund gewesen. Dann hilft nur eins. Nein. Kurz und schmerzlos. Hier, nimm die Gartenschere. Was? Nein! Zoe, sicher nicht! Was ist, Zoe? Ich will aber nicht ohne sie leben. Siehst du die Luke, Zoe? Durch sie scheint der Vollmond in die letzte Windung meines Schneckenhauses. In die letzte, enge Windung vor dem kleinen Schneckenloch, durch das du zurück in dein Leben kriechst. Was ist das? Der Beutel über der Schulter ist alles, was er hat. Schau, er trägt sein Haus wie eine Schnecke auf dem Rücken. Du hast das gesungen? Im Keller? Unser Lied, Zoe. Du hast das gesungen? Das Lied vom Wanderarbeiter. Alles wird wieder lebendig. Warum bist du nicht mit mir mitgekommen? Angst? Das Mal komme ich. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst mehr. Ich will leben. Ich will leben. Schnecke, du bist am Ziel. Im Innersten des Gewindes am höchsten Punkt. Deine größte Angst, Schnecke, sie wird jetzt wahr. Was? Hallo! Zoe, ich bin schmerz worden. So geil, die Hellsnail ist hinten einfach nur ein Wasserrutschbahn. Hey, 20 Stutz für eine spiralförmige Wasserrutsche. Warum bist du so bleich? Ja. Und? Hast du einen Preis bekommen? Oh Mann, Besim, du hussest Zuckerwatte. Schlumpfwatte. Das ist mal cool. Hey, du hast eine ganz blaue Zunge. Hey, erzähl mal, was ist jetzt drin in diesem riesen Schneck? Genau. Bist du deinem grössten Albtraum begegnet? Mein grösster Albtraum? Ja. Was ist es? Ja, ich habe gemeint, dass ich nie mehr lebendig werde. Dabei ist meine grösste Angst, euch zu verlieren. Oh, das wird nie passieren. Bist du sicher? Geht's euch gut? Ja. Ja, geht's uns gut. Boah, ich brauche jetzt einen Schluck Glühwein. Etwas zum Maul ausspülen und trockene Kleider. Seid ihr aus Salat? Hm? Der Typ, ey. Wer hat Angst vor Schnecken? Niemand? Du da. Ja, du da. Komm doch mal ganz langsam zu meinem glitschigen Schneckenhaus. Gott. Nein. Was? Der Mann im Kassenhäuschen. Was ist mit dem? Zoe? Ich glaube, er sieht mich. Die junge Lady steht hier so ganz allein in der Menge und hat vielleicht Lust auf bisschen Spaß im Hellsnail. Das war die 35. Folge von Grauen Hellsnail von Lukas Holliger. Susanne, da wo diese Folge bei mir wirklich ganz gut andockt, ist, wir haben früher in so einem Genossenschaftshäuschen gewohnt, wo wir einen großen Garten angelegt hatten, aber mit sehr vielen Nacktschnecken, die wir sich über alles hergemacht hatten. Und auch jetzt, wo wir jetzt wohnen, gibt es so einen kleinen Gemeinschaftsgarten, wo immer die Schnecken so ein Thema sind und die man ja ein Stück weit, denkt, man muss sie bekämpfen. Entweder mein Gemüse, mein Salat oder die Schnecke. Und all diese Arten, wie man das machen kann, ne? Ich finde die schon noch, in meinem Alltag töte ich ja sonst nicht so lebendige Tiere. Mein Onkel hat immer gesagt, nicht so bewusst, mein Onkel hat immer gesagt, er geht jeden Morgen da
in Tanger Hütte aufs Feld und mit der Gartenschere schnipp-schnapp schneidet die einfach durch. Ja. Ich habe die mal eingesammelt. Soll man das überhaupt erzählen, was man da alles machen kann? Doch, bitte. Mit heiß, welche Lösung ihr gekommen seid. Mit heißem Wasser mal übergossen, das ist ja auch schrecklich. Ja. Salz? Ja, aber das ist ja alles irgendwie schrecklich. Da gibt es die Möglichkeiten, dass man so Körner ausstreut. Schneckengift, dann sieht man es nicht, was passiert. Ich habe natürlich dann irgendwann angefangen, mehr mechanisch mit Schneckenzäunen, die metallischen, wo die so... Ist da eigentlich auch das Ziel, dass sie oben zerschnitten werden? Nee, dass sie einfach nicht hinkommen. Das ist eigentlich die Idee, weil die haben dann oben so eine ganz starke Biegung drin, wieder schräg runter und das schaffen und dann noch so eine kleine Kanten, das schaffen sie wirklich. Nicht mal die Schnecken schaffen es nicht. Und das finde ich auch eigentlich die Lösung, bei der ich jetzt gerne geblieben bin. Aber das mit diesem heißen Wasser übergießen. Hast du es gemacht? Ja, ist auch nicht oft, aber das tut mir irgendwie dann doch immer so ein schlimmes Bild davon. Und die armen Schnecken haben immer noch ein schlechtes Gewissen, zu Recht. Ja, also... Weißt du, was ich meine? Und irgendwie das kommt bei mir alles hier hoch bei dieser Folge. Weil wir haben doch ein Hörspiel im Archiv, das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Ja. Das sich ganz intensiv mit der Biologie von Schnecken auseinandersetzt und der Faszination. Danach kann man, glaube ich, keine mehr töten. Aber ich verstehe als Gärtner, dass das der ewige Fluch ist. Bei uns habe ich auch schon ganz oft wiederum Weinbergschnecken gerettet auf der Straße. Also gerettet, oder auch wenn die bei uns im Wald auf Wegen sind, dann nehme ich sie rüber und schiebe sie ein bisschen zur Seite, damit nicht gerade jemand drüber latscht oder drüber fährt, aber mit diesen Nacktschnecken, ja. Das heißt, ihr habt noch keine Lösung für euren Garten? Doch, diese Schneckenzäune, das funktioniert eigentlich gut. Das funktioniert wirklich dann ziemlich gut. Sehr gut, dann haben wir doch. Ja, es ist eine interessante Folge. Aber Schnecken ist ja für viele, glaube ich, ein sehr unangenehmes Tier, dass man jetzt sich nicht unbedingt gerade über die Hand laufen lassen will oder neben sich im Bett haben will. Ich fand auch, das klappt bei der Folge ganz gut, dieser Body-Horror, ihr habt sehr lange ausgespielt, dass Zoe alias Lucy nicht mehr richtig sprechen kann. Das nicht nur in 5 Sekunden, sondern es zieht sich ganz lange hin. Und was dann am Schluss übrig bleibt, dass du wirklich das Bild hast von einer Zunge mit Gehirn, die sich so diesem ganzen übrigen Körper entledigt, keine Knochen mehr braucht, keine Haut. Das fand ich, hat sehr gut funktioniert, weil für einen Moment war ich sogar überzeugt. Das ist gar nicht so eine schlechte Existenz. Nur so ein schleimiger Wurm mit Hirn. Das ist natürlich schon wichtig. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Moment, wo sie ihre Erkenntnis hat. Wo sie nochmal den Wanderarbeiter trifft, wo die Musik auf einmal so schön wird. In einer sonst ja wirklich schrägen Geschichte und auch, muss ich sagen, habe ein paar Mal die Augenbrauen gerunzelt. Also zum ersten Mal seit langem wieder so thematisiert, dass Zoe tot ist. Es wird auch so konkret, dass andere sie nicht sehen können. Das hat sich ja für uns sonst so ein bisschen im Nebulösen irgendwo bewegt. Sie kommt irgendwie aus einer anderen Welt, aber hier ist es ganz konkret, dass sie vor jemandem steht und winkt und der sieht sie nicht. Lustig, dass sie dann trotzdem aber nachher ein Handy hat. Aber vor allen Dingen, dass ihr ein bisschen, erklär mir das ganz kurz, zugelassen habt, dass diese Figuren so telefonieren können. Also das Visualisierte. Es gibt so viele Bilder, die stark sind, aber die ja eigentlich, wo man im Hörspiel sagt, oh nee, das geht nicht. Das ist... Da werden alle sagen, das hätte ich jetzt lieber gerne als Film gesehen. Und das Ziel wäre zu sagen, ich habe den Film nie gebraucht oder Gott sei Dank habe ich es nicht als Bild gesehen. Aber hier, wenn so gesagt wird, was sind das da für 3 Schnecken, die meinen Weg versperren? Das gibt man ja eher noch einem Erzähler. Und ihr habt es aber jetzt einer Figur gelassen. Hat euch das nicht so ein bisschen gejuckt? Und ich meine, Lukas Holliger ist ja nun auch, der hat schon viele Hörspiele geschrieben. Ja, also das ist natürlich schon spannend. Lukas ist einer, der sich ja für diese Geisterfigur Zoe interessiert. Hat auch schon mal eine Folge geschrieben, wo Zoe nach Hause kommt als Geist. Stimmt. Auch eine ganz, ganz irre Geschichte. Und er ist zumindest bei uns da doch sehr visuell unterwegs. Und wir fanden jetzt bei der Folge, dass das, was er da macht, dass die Bilder eben so stark sind, dass wir fanden, okay, dann müssen wir, also er schreibt es natürlich schon sehr gut, ist ja auch Radiomensch, dass wir mit ihm zusammen gucken, okay, wir versuchen ihm nicht die Bilder auszutreiben sozusagen, sondern möglichst, dass die Bilder auf eine möglichst elegante Art trotzdem entstehen können. Und wir hat natürlich noch Martin Betzler als Regisseur und Sounddesigner dazu gemacht, dass das Ganze nicht einfach nur Text bleibt,
der da erzählt wird, sondern auch so sinnlich erfahrbar wird. Das stimmt, es wird ganz holistisch, ja. Aber trotzdem, es ist wahrscheinlich auch zur Hälfte Meckern eines Schreibtischtäters, einer Schreibtischtäterin, die genau schon an den Anfängen eines Hörspiels eigentlich versucht, sowas auszumerzen, was nachher beim Zuhören wahrscheinlich über der Hälfte niemals so aufstoßen wird, weil sich ja meistens ja doch, also es wird ja so oft als Kino im Kopf beschrieben, Hörspiele, und es visualisiert sich ja in einer bestimmten Form ja doch alles vor dem inneren Auge. Und da stört es, glaube ich, beim Zuhören, wenn man gut in der Geschichte drin ist, weniger, wenn es auch so benannt wird. Du siehst, wie das Mondlicht oben in die letzte Windung fällt. Ich sehe es natürlich nicht. Ja, und er macht natürlich, es bleibt natürlich trotzdem auch eine kleine Welt, eine motivisch sehr enge. Das hilft vielleicht auch noch. Wir machen ja nicht noch dann 20.000 andere Motive, sondern es bleibt ja doch in dieser schleimigen Welt. Auch klar mit dem Gehirn, das ist schon mal eine Herausforderung, das ist ein irres Bild. Aber insgesamt, wir machen dann nicht noch Schlangen und Industriehallen und Bergwerke. Sondern wir bleiben doch in der Welt. Und ich glaube, wenn man sich dann da einmal drauf eingelassen hat, dann geht's. Ja, das stimmt. Das fand ich auch schön, dass dieser Wanderarbeiter ihre letzte schöne Erinnerung irgendwie da nachher nochmal vorkommt. Übrigens, das fand ich auch toll. Am Anfang haben wir ja die beiden Frauen alleine am Lagerfeuer. Und da habe ich gemerkt, vielleicht auch im Rückblick auf die Hochzeit, was doch für eine andere Dynamik und was für Gesprächsthemen aufkommen können, wenn es nicht diese Gruppendynamik gibt, die schnell anfangen, irgendjemanden dann doch aufzuziehen. Da sind sie ja dann doch noch Teenager. Sie sagen jetzt nicht, dass bis einer weint, aber es entwickelt sich trotzdem so eine bisschen oberflächliche Dynamik manchmal. Und so zwei Figuren alleine macht einen Unterschied. Ja. Ja, ist natürlich die Konstellation und dann trotzdem auch, je nachdem wer die Folge schreibt, manchmal schreiben ja Simon und ich die Lagerfeuer, da arbeiten dann noch viel um. Viel kommt aber auch von den Autorinnen und Autoren selber. Und jetzt gerade André Benziger, den wir bei der Hochzeit gehört haben, der ist extrem gut da drin. Das hast du schon mal gesagt. Ja, das liebe ich. Lagerfeuer-Szenen da passen die schlimmsten Sachen und die ziehen sich danach aber gleich wieder auf oder schon währenddessen. Und Lukas Holliger, der nimmt, glaube ich, die Lagerfeuer und die Figuren da emotional so ein Stück ernster, kann man vielleicht sagen, und will da mehr so reingehen und die Figuren, und das ist natürlich auch gerade ein schöner Kontrast. Ich finde das schön. Jetzt, Zoe sagt es ja auch so oft, dass Besim eigentlich ihr bester Freund ist. Was ja auch, wenn man ja eigentlich in einer Vierergruppe nicht sagen, dann muss man auch ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben, um zu sagen, doch, das kann ich jetzt so sagen. Und es stimmt ja auch, so erleben wir es ja auch in den Rückblicken, in der Unfallnacht und so. Die beiden zum Beispiel mal alleine. Das droppe ich jetzt hier nur mal. Gut. Ja. Wunderbar. Die nächsten gruseligen Hörspiele gibt's zum nächsten Vollmond. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit einem klassischen englischen Krimi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.